Ma generell ass et nommet verseet, fir d'Schëffer ze schléisen, dat heecht entweder vum Uwerwasser an d'ënnerwasser ze beförderen, bezeungsweis vum ënnerwasser an d'Uwerwasser ze beförderen. Dat kom eben mat der Kanaliséierung eigentlich vun der Musel, huet den dun ja eigentlich Staustufe gebaut wie Trapen, fir eigentlich de Schëfsverkeier iwwer ganz Joer iwwer ze garantiieren. Weil virun allem am Summer bei niedrigch Wasserperioden werdet ohne Staustufen einfach nicht möglich. Für die Biersschließung muss sich der Schiffsführer per Funk bei Meldeschild «Hei» op der Schleis melden. Der Schleisbeamten setzten dann darüber Kenntnis, wie es hier geht, beziehungsweise über den Stand von der Kummer. Dann könnten eigentlich op die Schleis durchgeführt, aber bei gering dürfen dann rauffahren. Sobald an Schleis eigentlich klar ist, an der Schiffsführer mit seinem Schiff rangefahren ist, müssen 4 Hanne festmachen. Und sobald er fest ist, da können wir aufhängen, da führen wir die innere Part zu. Die ewig Part, die geht ein bisschen herabgefahren. Du kannst dann das Wasser innen durch ranlaufen. Du hast dann noch einen kleinen Drempel, für die Strömung ein bisschen zu brieschen, dass das Schiff vor allem die kleinen Yachten oder so nicht zurückgedreht gehen oder nicht gerade so an der Strömung dranleihen. Und da fällt sich Kummer los. Die Part geht auch immer mehr an die Lut, für mehr Wasser ranlaufen zu lassen. Sobald das Schiff dann oben ist, da fährt die Part rauf eigentlich an den Boden. Wenn der Gring kriegt, da kann er rausfahren, mischt Lass und fährt fort. Bei der Dallschließung also das ist genau dasselbe wie bei der Bierschließung. Der Schiffsführer meldet sich über Funk auf der Schleis. Den Schließbeamten setzt dann darüber Kenntnis, wie die Kummer steht, beziehungsweise wie muss 4 gehen. Da könnten eben das Schleis durchfahren und sobald das Signal gering ist, dürfen wir rauffahren. Beim technischen Teil ist es so, sobald eben die Schleis gering ist, dürfen wir rauffahren. Das geht just, wenn die See leidet, die Fangseel ist dafür da, falls ein Motorschritt wird oder ein Seel während der Schließung reißen, dass das Schiff eben nicht am Part rennt, sondern hier abgefangen wird. Sobald dann an der Kummer festleit, 4 Hanne fest, gëtt die ewig Part zougefuer. Und dann gehen innen an der Part 2 Schützen abgefuhr, sodass das Wasser eigentlich kann innen zur Part rauslaufen. Und wenn das Schiff innen ist, geht die innere Part ab, geht im Gring Gestalt, kann rausfahren und gut ist. Neben der Schleis haben wir natürlich auch noch die Wehranlage. Die Wehranlage besteht aus 2 Sektorwehren. Die sind eigentlich da, für den Wasserstand zu regeln. Wir müssen einen konstanten Pegel, Oberwasser sowie Innerwasser halten, für eigentlich der Schifffahrt einen Tiefgang von 3 Meter zu garantieren, Winter wie Sommer. Und das passiert eben mit der Wehranlage. Das ist so, eben, dass neben der Wehranlage haben wir noch Kraftwerk mit einer Maximalleistung von 7,8 Megawatt. Die generiert bei einem dB von 165 Meter³ zu kommen. Und alles darüber raus, da fängt eben die Steuerung vom Sektorwehr an anzugreifen und evakuiert eigentlich das Wasser.